Voller Freude sagt sie dann zu ihm: Auf geht's, Spiegelkind, Polizei, von alle Weiber da im Land, wer werden da die Schöner sein? Ja, du bist schon die Allerschöner, aber mir persönlich wärst du zu alt. Wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, dass mir Schneewittchen besser gefällt. Die wohnt jetzt bei den Zwergerl hint, nach dem 7. Berg, das letzte Haus. Da fährst einfach die Umgehung rauf und dann die zweite Ausfahrt raus. Und weil's so schaut, setzt er noch drauf, die haben's vor Jahren auch begehrt. Aber Schneewittchen in einem Minirock, die war vielleicht schon eine Sünde wert. Mein Lieber, da ist narrisch geworden. Ganz rot im Gesicht, die hätt's bald zerrissen. Der Jäger ist ein falscher Hund, der hat die Feigre beschissen. Das werden wir dann schon sehen, wer da die Schönste ist im Land, hat's gesagt, und nimmt einen schönen Apfel her und schneidet ihn auseinander. Dann spritzt ein Gift rein in nur Hälften und pickt ihn nachher wieder zusammen. So, du Früchterl, geh nur her, das werden wir jetzt gleich haben. Verkleidet als Hausierer hat man sie dann losfahren sehen. Schneewittchen war allein daheim, ist gerade am Kanapee rumgelegen. Wie wenn sie was verkaufen möchte, so blärt's dann umeinander. Und weil sie auch so verkleidet war, hat Schneewittchen nicht erkannt. Hosengummi, Wäscheklupperl, Erdnis in einem Sackel, Äpfel habe ich auch dabei, Spackel für den Mackel. Schönes Kind, sagt's, magst du einen Apfel? Ein wenig Obst ist nie verkehrt. Ah, weißt du bist Schenke dann. Normal ist der viel mehr wert. Ein bisschen skeptisch hat Schneewittchen geschaut, weil sowas kommt ja selten vor. Drum hat der Königin halbiert. Oder teilen wir uns wir zwei. Dann nimmt's ein Hälften und denkt sich, was sollten da grad fein? Und grad wie bei der Colgate-Werbung beißen's alle zwei hinein. Schon hat Schneewittchen den Daumen verdreht, sie hat den Bissen nicht mehr geschluckt. Und wie sie es dann am Boden hinhaut, hat sie die Königin schon lang verdruckt. Wie die Zwergerl zurückkamen, haben sie gleich geschrieben, Schneewittchen ist er gestorben. Das kann doch nicht lang her sein, sagt der erst, die ist noch warm. Dann bauen sie einen gläsernen Sarg für sie, zum Eingraben ist er sauber schade. Gut, dass einer von den Zwergen wo in der Gloserei ausgeholfen hat. Dann lockern sie um den Sarg rundum und warnen vor sich hin. Das geht dann, ich glaube schon, die ganze Woche so dahin. Bis ein Königssohn auf einem weißen Ross geritten kam und bei den Zwergerl eingekehrt hat, weil die auch Eierhalbe haben. Und wie der da das Dirndl sagt, da ist sein Durst am Schlag vergangen und er spürt dann um sein Herz herum ein unbändiges Verlangen. Er steigt runter von seinem Pferdl, denn er möchte sie außer ihm, weil sowas Schönes hat er im ganzen Leben ja noch nicht gesehen. Und dann gibt er ihr ein Busserl und ist gespannt, was jetzt passiert. Er hat nicht gewusst, dass dieser Trick nur beim Dornröschen funktioniert. Dann lässt er es wieder reingefallen. Ich weiß nicht, was er machen kann. Und durch den Aufprall fällt ihr dann das Apfelstickerl aus dem Mund. Sofort macht sie ihre Augen auf, sagt ihren Retter in der Not. Das kannst du dir vorstellen, dass der da gerade recht der Tod ausgeschaut hat. Auf den ersten Blick waren sie verliebt und von nun an auch ein Paar. Oh mei, wenn das im echten Leben gerade auch mal so einfach war. Aber ich bin auch kein Prinz und ich will auch keiner mehr. Darum habe ich auch wahrscheinlich mit den Weibern so ein Geschirr. Das frisch verliebte Paar ist nachher zurück zu ihrem Pap. War gleich vorbei, weil heimzu geht's die Umgehungsstraße beim Der Kini hat sich gefreut gehabt, ist seine Tochter wieder da. Und einen Prinzen hat sie auch dabei. Ist nie schlecht, so ein reicher Mann. Und heiraten wollen sie auch gleich. Und jeder soll es wissen. Wie die Königin das hört, hat sie es in 1000 Fetzen zerrissen. Auch die Zwergerl sind zur Hochzeit gekommen. Über alle 7 Berg. Die haben es dann gleich im Schloss hingehalten. Im Gartel draußen, als Gartenzwerg. Kaum hat der Hofnarr davon gehört, schon sieht man ihn da hermarschieren.
und sagt, Schneewittchen hat was Neues, das Zeug musst du unbedingt probieren. Doch sagt's, gib halt doch der Klump, weil ich mit dem Prinzen glücklich bin. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann ist sie heute noch clean. Und zum Schluss von diesem Märchen die Moral von dieser Geschichte. Wer Drogen nimmt, das ist ein Narr. Zum Glücklichsein braucht man das nicht.